Good morning. Voor ik in de boodschap vandaan ga, dan wil ik je dankbaar zijn voor al die wat mij een geluk gewenst in mijn geburtstag. Voor hier in de kerk, ook online, die wat van online, er zijn veel online geweest. En wanneer er 60 wordt, dan vangt je dat ook aan met de jokes, niet, van de oude mensen. En al die candles op mijn cake, dat had, was voor die aanstekten, dat had, die zo dag geworden buiten, ze dachten de zon ging op. En de hart van de candles, die we zo heet, had mich daarna kunt hem de uitpusten, hadden we moesten 4 trok van. Wanneer die een hoorwoer spelen, dan wordt het te loten, die had maar hoor. Mij wordt vergelijkt met een gewisse oudere man, wat president is in ons Nederland. En zo. That was the bottom. Aber anyway, wat je niet weten is, dat wanneer wir 60 zijn, dan vangt die Weisheit erstmal so reich an. En zo die jonge Schneckers, die weten nog gar nicht, von wo ich komme. Aber anyway, ik had een Geburtstag, dat je dat niet weet. En zo, ik word 60. Ja, dat is einfach waar om arm, dat schrijven, aber. Nog een ding wat ik je wil zeggen, dat is vielleicht een beetje aan de andere zijde, aber ik vind dat zo in oké, wanneer je dat weten, soms van je wonderen, han je gevraagd, wil zo ik een donkere bril op haar, latere tijd. Er zijn 2 oorzaken, één is, wenn ik deze child, en de andere oorzaak is, wenn ik had shingles aan mijn kop, ongeveer 3 maanden 3, en dan ging het mijn ogen aan. En zo, dat uur is een cent was voor de laatste, I don't know, 3, 4 weken al, en ik kon gar zijn, really, in dat uur. En zo mis dat licht daar, wenn het licht eerstens, en dat zei rood en een cent, zo dat is hoe ik daar op had. Ik heb gar niet verplicht dat je was er eens zo wat. Maar het is ook niet zo donker, ik wilde niet zo donker dat je niet kan mijn ogen zijn, want dan wordt het nog andere geschichten geven, niet? Maar de dokter zei nog hem, ik wil nog wat zijn gaan op dat uur. En vandaar is het zo fijn, als het al lang niet geweest is, wat het uur toemerkt. En nu, wenn de lichter kan ik niet, maar wenn ik de ogen zie, dan kan ik actually zijn dat je hier bent. So, dat is al een fijne teken. So anyway, we zijn in de rij boodschappen, wat we na een feuer kon je genoeg. En Feuer kommt je genoeg, wenn so ein Feuerdinge, wat wichtig sind, wat genoeg heeft. En zo, we hebben al van verschillende dingen geredet. Eerstens, de eerste boodschap hier, genoeg fehlt en gerechter genoeg geven. We hebben een gerechter, zinloser, heilige Gott en dat heeft die genoeg. Ik zie je in de boodschap dat genoeg draait allemaal van je reich naar je reich. En zo, wanneer je wel een hartje boodschap is online. De nächste boodschap, wie genoeg fehlt en werkenloze nemen. Wanneer we genoeg is verzekerd te verdienen, dan doen we die uitcancelen. En zo, genoeg fehlt en werkenloze nemen, genoeg fehlt en gerechter schuld toelen. En zo zijn moet betoeld, Jezus ging een kriet, zo man ze zijn betoeld, en dat willen we, dat we really God zijn genoeg, maar dat willen we genoeg krijgen, van der genoeg fehlt en gerechter schuldner. En zo, wanneer we van genoeg reden, genoeg is modern genoeg, wanneer du een zinder bent. Dat is een zo'n welke punt dat du dat verstaan kannst. Wenn wir leven eenmaal, dat wanneer ik goed genoeg zie, en ik zie er zo'n fan geweest, oder ik heb me zo'n gebetet, oder vielleicht wanneer ik mal lang zie in de kerk geweest, oder wat immer alle, dan wordt God me vielleicht bij eenmaal genoeg geven, maar dat krijgt de andere weg. Want du op die ganz oorste stoep bist. En du bist de diepste nengezonken in een zintelig leven, dat is voor genoeg handkomt.
Ich denke dann an David. David hat einen anderen Mann seine Früh genommen. Und dann wird er früh prägnet, so dann holt er den Mann in Huis weg. Das soll so lauten, dass wir von den Mann, aber der ging euch in Huis weg, der wird viel zu trü für den König. Und so dann schickt er nur noch seinen ersten Armee-Mann dort an den Krieg, dass sie sollen den Tod merken lassen. Und so das, was sie tun. So David, er nimmt eine Früh, milkt er prägnet, und dann together lässt milkt er den Mann dort. Und wie würden sie denken, okay, dann wollen wir den mal aufschreiben. So der haben sogar aufgemerkt, den wollen wir dann zu sich schieben. Aber gerade durch kam Gott seine Gnade an. Und Gott schickt den Propheten Nathan an. Und so, ich denke an Paulus oder an Saulus. Er hat Christen verfolgt, vernichtet die Kirche in Jerusalem, und als er dort eine Ladung hat, dann wird er am Weg nach Damaskus mit Beruf von der Obrigkeit von den Juden. Und dann will er durch Christen festnehmen, sie wieder in den Krieg. Wie kann sein, dass er auf das Letzte wie das tollste Christen verfolgen, die dort wo Gott seine Gnade am Gehen. Gnade fehlt dann ein euerreichter Schuldner. Und so, wenn du somebody bist, was vielleicht nicht reich lebt, oder du hast Sinn in deinem Leben, dann bist du ein Kandidat, wird wir sein, der du qualifizierst für Gnade. Wenn das nötig für Gnade, wie seinen Sünder sein, merkt die nicht anwürdig für Gott seine Gnade. Vielmehr, das ist ein Bedürfnis. Und so Gnade fehlt es ohne Sünder. Na, das hört sich vielleicht ein bisschen von, ich meine mir dort nicht, dass die sagen, nu moet wel ich einen Sinn leben. Das wird das Thema, wo Paulus der eine steht von dort. Aber was ich will, haben die sollen verstehen, ist, dass wenn wir vielleicht einmal so glauben, wie ein Tauschlag, wie das schafft nicht für mich, oder vielleicht für Jana, wenn das noch von klein und ein feiner Mensch war, für den war das schaffen, aber für mich der das nicht. Viele Jahre später, dann wohnen wir in Manitoba, dann wird ein Mann, der sehen mir, dass meine Frau, die wir noch niemals verloren gewesen. Ich dachte, ja, der lebt nicht mit der Taube. Aber weet je, meine Frau, sie ist von klein an, hat Jesus gelebt. Und wir würden immer sagen, ein Kind in der ersten Jahr, wenn Jesus hat den Sinn wahrgenommen, was uns von Gott trennt, und so ein Kind ist seilig. Wenn das bei klein stirbt, oder was wir würden an ersten Jahren. Und so sei er voll weit fair dort, oder so wie es drei denkt, immer für Jesus gelebt, oder Jesus gelebt, und aus dem mit aller Wort mir eine wahre Entscheidung. Und so, okay, ich dachte, vielleicht wird es dort. Aber allemal, was ich will sagen, ist, wenn jemand denkt, vielleicht so, okay, so eine Person ist dort, was von klein an als Fan was, und nachher was Unrechtes getan hat, für dich ist es vielleicht. Aber das kriegt umgedreht. Und was Paulus hier sagt, und was wir von dem mit denken, ist, dass wenn es kommt, was der römische Kirche, mit der Paulus-Schrift im Brief in der römischen Kirche, und da hat es zu tun mit den Juden und den Heiden. Und so die Heiden, die kommen von der Welt, die wären Weltmenschen, die wären in alle Handen Aufjaterien, Hurerie, Verwickeln, all solche Dinge. Die Juden, sie wären Selbstgerechte und weisen die Finger und deuten Rechten und all diese Dinge. Und Paulus kommt bei dem Punkt, wo er sagt, weißt du was, die sind alle glitten sinnlich. Na, wir sind von der Heiden. Aber wir leben so, oder wie hat es steht angenommen, religiös, als was die Juden hatten. Wir sind auch so, dass wir sind von klein an so, wie Mennoniten gewesen, und wir sind feine Menschen, wir wiesen die Finger, und alle, was nicht so sind, als wir, das sind Weltmenschen. Kriegt so wären die Juden. Und so Paulus redet von dort. Und so wir wollen hier anfangen, Römer 3, er sagt, was sagen wir nun, sind wir Juden besser auf? Oder wir können sagen, wir Mennoniten, sind wir Mennoniten besser auf? Nee, ab kein Weg. Wir haben dort all klar bewiesen, dass beide Juden und Griechen, Mennoniten und Weltmenschen Sünder sind. Na, weet je, wir hupsen hier Mädel in die Geschichte an, aber wenn wir Römer Kapitel 1, da redet von, wo die Welt schafft ohne Gott. Und dann Römer Kapitel 2 redet von, wo die eine Religion schafft, eine selbstgerechte Religion. Und wo die Juden sehen, oh ja, wir sind Lehrer, wie weit noch besser, sie weisen die Finger, und Paulus sagt, du weißt den Finger, aber das ist das selbst Ding. Und so, dort hat es zu tun mit die beiden Dingen. Und so, das, wo Paulus von kommt,
Er hat some gute Dinge abgenannt von den Juden, was die haben sie wieder. Aber dann kommt er bei den Punkt und er sagt, sind wir dann beten? Und die Antwort ist nee. Und so wir als religiöse Menschen sind absolut nicht besser, als was wir würden sagen, der erste Weltmensch. Das sind Dinge, was wir man verstehen. Ohne Gott sind wir alle auf das Salz gestorben. Da hat ein Tag Jesus vertelt die Geschichte von einem Mann, der hat 2 Männer in den Tempel. Ein wie ein Pharisäer und ein wie ein Taxcollector. Na, der Pharisäer, der stand in seiner Stelle und dank Gott, was für feine Menschen wir. Er hat Fasten und Beten. Und er dankt Gott, dass er nicht so wie als der Zellner, als der Taxcollector. Der Taxcollector, der sagt, der wirklich nicht mehr abzuchecken. Ich meine, er fühlt sich so unwürdig für Gott. In Gott sein Tempel, vielleicht wieder mal groß auf und zu dir, und dann kommt er ganz hängen, wo er sagt. Und er schlug sich an die Brust, sagt und sagt, Gott, sieh mir sind gnädig. Und dann sagt Jesus dann so ein interessantes Ding. Er sagt, der Taxcollector, der ging für Gott, ihr reichen Haus, nicht der Pharisäer. Und was mir da interessant ist, er sagt, für Gott, und wir waren noch 300 Timer. Aber wisst ihr, Sinn fehlt es an ein euerreichter Schuldner. Und so, wenn dein Leben nicht vollkommen ist, dann ist genug für die. Und so, Paulus sagt wieder so, dass dort geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist, und nicht einer. Dann niemand wird das in das Bild nennen, sagen von Juden und Griechen oder Juden und Heiden. Die Heiden, sie lebten ohne Gott in der Welt. Ich will noch zum Falschen wiesen, was Paulus von ihnen sagt. Und die Juden, sie waren selbstgerecht und sie waren die feine Menschen, sie waren die Reine, sie hatten alle edlen Gesetze und sie waschen sich die Hänge reich und haben die reiche Kleider an und all die Dinge. Und so sie waren fein. Aber der Entschluss ist, dass du hast keiner, der gerecht ist. Na, ich kann Ihnen noch was sagen. Dass du brauchst eine Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Für Gott, nicht für Menschen, nicht für mich, nicht für den Darb oder ans Volk, oder die Gesellschaft, wo wir gehen, aber für Gott. Und so sagt, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So das, wo wir sind und wo wir hin wollen, ist eine Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Und so in Kapitel 4, wir wollen da bloß Westerfahrischen angehen, ich würde den Tauroden nicht lesen, dazu ganz. Aber er braucht Abraham da als ein Beispiel. Aber er sagt in Vers 20, 3 Vers 20, willst du Gesetzesworten, wo kein Mensch für Gott gerecht worden. Für Gott. Für Menschen ja. Für Menschen ja. Ich meine, ich kann für jeden kommen, so wenn ich so ein feiner Mensch bin, und ich kann alles reich tun, und ich gebe Geld, und ich halte Arm, und ich all diese Dinge. Und so, ich kann für Menschen, kann ich vielleicht reich erscheinen, wenn ich da gewisse Gesetze, und ich komme dort alle fein nu. In nächster Sinne will ich von reden von, wo Levi in Genot. Und ich will Ihnen some Dinge wiesen, was Gott an sich gibt, was anmählich sind für die zu holen. Wo kommt 3 nächste Sinne, wo wir davon reden. Aber weißt du, für Gott, das, wo wir hinkommen. Und so Gesetzesworten, wo kein Mensch für Gott gerecht worden. Willst du dadurch, hast du bloß zu sein, was Sinn ist. Das wollen wir das Gesetz nicht gleichen, wenn das wisst uns, wo arg wir sind. Das wisst uns Dinge, was wir gleichen zu verstehen. Und so dann in Kapitel 4 sagt er, was soll wie von Abraham an Sturmfutter sein? Wo wird man arm? So, er wird hier reden von, wo wird Abraham gerecht? Und was hat das mit dort erst wiesen, dass Abraham seine Gerechtigkeit erst zu haben für beide Juden und die Griechen. Na, weißt du, die Ursachin hätte das erst, wenn du es nicht schaust, wo diese beiden Gruppen sind, und die Juden wurden gleich in die Heiden ausgeschlossen, wenn das ein anderer Menschen rüht mit das sind viele Sintelje, viele Weltelje, wenn das sich antragen, dann hätten sie nach Schweinsuhren und so eine Dinge, like der war bloß hier rüht. Na, wir haben vielleicht nicht diese Dinge, dass wir wem rüht wollen, wenn eine Schweinsuhren hat. Wenn wer repeat das, dann wird ihr den gleichen, nicht?
Aber weet je, wir haben andere Dinge, was krachtlos dort sind. Wenn Abraham durch seine Worte gerechtfertigt war, dann hat er was, worauf er gut reden kann, aber nicht für Gott. Morgen dort, wo es geschrieben ist. Wenn Abraham durch seine Worte gerechtfertigt wird, dann kann er gut reden. Das ist, was der Pharisäer dort im Tempel tat. Er redet gut von, wo gerecht werden, wo viel er beten, fasten, Arme jäufen, all die Dinge. Er kann gut reden. Aber nicht für Gott. Weißt du was? Jesus sagt, dass der Tagsklage, der ging für Gott gerecht nach Hause. Nicht der Pharisäer. Und das ist bei uns korrekt so. Das, wo wir eine Gerechtigkeit brauchen. Für Gott. Und er sagt, Abraham seine Worte geben ihm nicht die Gerechtigkeit, was er hier braucht. Die Schrift sagt, Abraham glaubt, und dort wird ihm aus seiner Gerechtigkeit ungerechnet. So Abraham, was glaubt Abraham? Abraham glaubt nicht an Jesus. Jij verhebt kein Jesus. Das kriegt wir noch weit in der Zukunft. Abraham glaubt dort, was Gott sagt. Und dann ging er. Gott sagt, geh in ein anderes Land, was ich dir wiesen, dann ging Abraham. Gott sagt, ich will dir einen Sehen geben, als er bald zu alt wird, zum Kinder haben. Und der Schrift sagt, Abraham glaubt dort. Und lügt noch. Als er schon sehen hat, sagt Gott nicht gut dort, und das den Sehen mal abfrieren. Ich meine, ganz. Ja, mal das Ding können sein. Aber Abraham ging. So Abraham glaubt Gott. Aber dass wir ihn glauben, was ihm Gerechtigkeit gibt. Und Abraham glaubt, und dort wird ihm aus seiner Gerechtigkeit ungerechnet. Ihm wird das aus Kredit geschrieben. Na, weet je, wenn das sagt, ihm wird das aus Kredit geschrieben, dann meint es, dass ihm wird was ungeschrieben, was er nicht hat. Das ist ein hoch welcher Punkt für uns. Weißt du, wirst niemals gerecht worden. Lass dich doch mal in den Kopf ansenken. Du wirst never gerecht worden. Du wirst niemals gut genug sein, dass du für Gott wirst eine Gerechtigkeit haben, wo du angenommen sind. Das, wo ihn die Jesus braucht, heißt der Einzige, was die kann halten, was das so steht. Und so Abraham wird das ungeschrieben, ungerechnet, imputed, wo das englische Wort sein. Und so am ersten Wort dort Credit geschrieben. Er sagt wieder, ein Arbeiter sein Lohn wird nicht aus dem Geschenk angesehen, aber aus Wort, das er verdient hat. Na, wir wissen alle, es sind viele von uns haben Arbeiter. Und jene Arbeiter, ihr Lohn, das ist nicht ein Geschenk. Wenn die sich das Lohn ist nicht verdient, dann sage ich, dann brauchst du nicht mehr kommen. Wenn das zu viel, das ist etwas rum, dann muss sich das Lohn verdienen. Und so, er braucht das Beispiel, er sagt, ein Arbeiter sein Lohn ist nicht ein Geschenk. Gerechtigkeit, Gnade, Gerechtigkeit durch Gott seine Gnade ist ein Geschenk. Das ist, wo er haben will. Er sagt, aber für dem, nu hat er hier zwei Dinge verglichen. So ein Arbeiter sein Lohn ist nicht ein Geschenk, aber das verdient. Aber für dem, der nicht mit Worten umgeht, aber an den glaubt, nu hör ich, was ich sage, die feine Menschen, die immer nicht stark sind, die immer beten und fasten und reich angetragen sind, all die ja. Das ist nicht, was ich sage, ist es? Die Gottlose gerecht merkt. Gnade fehlt es an ein ungerechter Schuldner. Gnade fehlt es an ein gottloser Mensch. Und weißt du, wie versehen, so schrecklich nochmal bei Gott zusammen angenommen zu sein. Du wirst es never merken. I mean, sorry, but du wirst es niemals merken. Never. Aber für den, der nicht mit Worten umgeht, wo du aber glaubt, und aber an den glaubt, der die Gottlose
gerecht mehr. Weet je wat Paulus eerst zegt? Wir haben beschlossen, dass beides die Juden und die Griechen sind Sünder und nicht einer von denen hat eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Aber wenn wir an den glauben, die Gottlose gerecht merkt, das ist Gott seine Gnade. Dann gibt er uns auch ein Geschenk. Nicht so ein Arbeiter sein Lohn, aber so ein Geschenk gibt Gott uns dann eine Gerechtigkeit, was verarmjährlich ist. Dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit ungerechnet. So, wenn du an den glaubst, was der Gottlose gerecht merkt, dann wird dein Glauben ungeschrieben aus einer Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Na, weet je, ich wünsche, je het nächste Sonntag terugkommen. Wenn Gnade jetzt wieder aus bloß Erlösung. Wir sind durch Gnade gerettet, wir leben durch Gnade und wir werden verherrlicht durch Gnade. Das ganze Erlösungswerk ist Gott seine Gnade. Aber wenn wir auch mal einmal klar kriegen, dass uns Glauben an den Herrn Jesus Christus so funnig ist wie auch sind, und vielleicht immer wollen bleiben, und some Dinge, wo wir immer bei uns haben, das ist unser Charakter. Ich meine nicht, dass wir mutwillig in Sinn leben, aber Gnade fehlt es ohne gottlose Person. Und die Ursache, dass immer wieder hohl ist, wenn ich will, haben Sie das verstehen, dass du brauchst nicht erstmal die den Wasserpunkt heilig schaffen, sozusagen, und dann wird Gott die annehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, da wieder verstehen. In Sünder sein merkt die nicht anwürdig für Gott seine Gnade. Vielmehr, das ist ein Bedürfnis. Das ist wichtig, da wieder zu stehen. So ist David auch von den Seen reden. Na, nur hier wird von David reden, was David in einem von den Psalmen sagt. Nu denk an David sein Leben. Denk an den Sinn, was ich von David sehe. Andere Mann seine Frau, merkt er prägnet, merkt den Mann tot, dem den Sinn verstehen. Das ist, wo wir sind. So als David all von den Seen redet, den über so eine Menschen scheint, die Gott ohne seine Worte gerecht sprechen würde. Nu hör ich, was er sagt. Seilig, froh sein, gesehnt. Seilig sind die ihre eureichte Sachen. Was von eureichte Sachen? Weet je wat van eureichte Sachen? Anderen sie eine Früh nehmen, und die prägen mehr, na den Mann dood mehr, wenn der das nicht tät, mit seiner Früh gehen schlupen, zum dort zu sitzen, als den sie kennen. Das ist die eureichte Sachen, wo David hier von redet. Und so er sagt, seilig sind die, denen ihre eureichte Sachen verjährt sind, und die ihre Sünden bedeckt sind. Wow. Und dann sage ich, als David sich versinnig hat, dann schickt Gott den Propheten David, dass wir really Gott seine Gnade für David zum David halten. Seilig ist der Mann, den der Herr seine Sünde nicht anrechnet. Boy, das Vers, der will meist nicht mal ans Kopf nehmen. Dass Gott deine Sinn, wenn du im Glauben an den Herrn Jesus Christus bist, dass Gott wird deine Sinn nicht mal anschreiben. Er wird die nicht anrechnen. Weißt du, was er die anrechnet? Seine Gerechtigkeit. Na, weet je, Paulus redet von Juden und Heiden. Die Juden wären selbstgerecht, die Heiden wären aufjäterisch. Und er versucht, diese beiden Gruppen zu halten. Die Juden hat ihre Selbstgerechtigkeit erübt und bloß mal erkannt, ja, wir sind auch Sünder, wir brauchen Gott seine Gnade. Und die Heiden, dass sie sind auch noch würdig, sie sind keine schlechte Menschen, nicht keine Grise, wenn das, was die Juden immer nicht erwähnt sehen, die sind viel zu gries, viel zu sündlich, like gut dort haben, kommt nicht mal ans Haus nehmen, wenn er was ans Haus noch anrennen sind.
Und so Paulus versucht diese beiden Gruppen Rüt zu halten uit het Lach, eine uit Selbstgerechtigkeit, eine uit Aufjäterie, und da zu wiesen, dass Gott seine Gnade direkt verbet hat. Und so braucht David hier für dort. Als diese Seiligkeit dann bloß für die beschnitten sind, oder auch für die nicht beschnitten sind. Okay, die Juden sagen, sei erscheinen, Paul, aber weißt du was, das ist für uns. Wie sind die Fälle? Ja, wie beten, wie fasten wir und all diese Dinge. Das ist, was der Pharisäer deed. Und so ist das dann bloß für uns, als Mennoniten. Ist das dann bloß für uns, was von klein in der Bibel gekannt und von klein in der Kirche, von klein in der Sonntagsschule. Ist das dann really bloß für uns? Wir sagen, dass Abraham sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet wird. Okay, so das ist der Punkt. Abraham sein Glauben, nicht seine Worte, nicht sein Schaffen, nicht all dort, aber sein Glauben wird ihm angerechnet aus Gerechtigkeit. Aber das ist really bloß für die Juden, right? Das ist really bloß für die, die ein sehr feines Leben leben. Vergeht nicht, je werden von, okay, nu wollen wir nach Epheser gehen. Paulus sagt, hier wird wir Heiden sein. Vergeht nicht, je werden von der Tür, das ist nicht Juden geboren. Und die werden von denen, die durch Menschenhand beschnitten sind, die Unbeschnittenen genannt. Und so, zu der Zeit, die Unbeschnittenen, dort werden die schweinische Herden, like, die waren bloß zu sehen. Dann sagt er, dass die werden ohne Christus in der Welt, das ist von wo die Herden kommen. Und ohne Gott sind Volk wie fremd, also da, was Gott mit Israel tut, das ging die Herden nicht an, das ist mir hier mal sehr interessanter Punkt werden. Wir würden gleich einen Song von den alttestamentlichen Gesetzen mitnehmen in uns Glauben an. Weet je wat? Wir verheben nicht mal für die, dort schlaut jeder Herd uit. Die können nicht mal nehmen. Ein Herd kann nicht mal bei einem jüdischen Tempel nehmen, er wird im Tod geschlagen, wenn er da nennt. Und so wie für jeden dort einmal, dass wir als Herden hatten absolut kein Wach danach. Keiner. Und so sagt Gott sein Volk wie fremd, und was Gott und Israel vermerken, zugesagt hat, das ging nicht an. Boah, die werden hoffnungslos, das ist, was er sagt. Die hatten nichts zu hoffen und wir sind ohne Gott in dieser Welt. So, das ist, was die Herden, das wir eigentlich werden. Na, so ich gesagt, wir sind von klein an religiös, und in den Jahren haben die Juden ihre Städte angenommen. Nicht, dass wir Juden sind, aber in der Religion liegen wir uns so. Und so, wir würden von der nicht sagen, dass wir sind ohne Gott und dass wir haben keine Hoffnung in so eine Dinge dort und wir sind auch nicht dort. Aber das ist, wo das Herdentum von kommt. Und so, Paulus will entwiesen, okay, das ist von wo ich komme, aber nu in Christus, nu hat ich auch eine Gerechtigkeit haben. So, treten wir rein mit Feuer. Wann wird an seinen Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet? So, wir reden von Abraham. So, Abraham wird sein Glauben aus Gerechtigkeit angerechnet. Das wird auch bloß für die Juden, right? Und dann fragt Paulus, wann wird es tun? Und er sagt, dass das, als er beschnitten wird oder nicht beschnitten wird, als er ein Jude wird oder nicht. Als er sozusagen Gott sein Unterwälder wird für das Judentum oder fördert. Wann passiert das? Nicht, als er beschnitten, aber als er noch nicht beschnitten wird. So Paulus sagt, Abraham hat einen Glauben lang vor der Beschneidung. Und er kriegt die Beschneidung aus dem Teken für seine Gerechtigkeit durch den Glauben. Und so dass wir ein Teken, den er hat, er beschnitten ist. So Abraham glaubt Gott, irgendwas von das passiert, aber dass wir ein Teken. Na, wir weiten in Gott sein Plan mit Israel, die Beschneidung, dort wir sein Teken, dort wir sein Volk. Aber dort kam Luther. Und so dort kam 400 Jahre Luther. Und so Abraham hat glaubt Gott fördert. Und dann sagt er das, so soll er ein Führer über all die sein, die dort glauben würden, ohne beschnitten zu werden, dort an der Gerechtigkeit können angerechnet werden. Und so Paulus versucht ihn zu wiesen, dass Abraham wird gläubig aus ein Herd. Weet je, das Judentum fängt somwo an. Das ganze israelitische Volk kam durch Abraham, aber Abraham kam von einem aufjährlichen Hintergrund.
En zo Abraham blijft God. Lang ver door eindwoord van een volk, er eindwoord weer. En zo Paulus brukt dat bijspel en hij zegt dat zo zal hij een voeder zijn, ook even die, wat door Heiden zijn. Wenn hij moet de Juden irgendwie versuchen te überzeugen, dat de Heiden hij ook poort. Und das ist der Lösungsplan. En groot zal hij ook een voeder zijn voor de Beschnittenen, die niet van Beschnittenen komen, en aber in onze voeder Abraham zijn Glauben wandelen. Nou, politisch is het een beetje betraal, aber really wat hij zegt is dat Abraham is ook een voeder voor de Beschnittenen, want zijn Glauben hat nicht bloß eine Beschneidung. Dat is wat hij zei. En zo, Abraham is een voeder over de Heiden, ook een voeder over de Juden. Gott verspricht Abraham und seinen auch kommt nicht, dass sie die Welt orven würden, wie sie dort Gesetz halten, aber wie es ihre Gerechtigkeit durch den Glauben kommt. So der ganze Punkt, immer war ist, dass ihre Gerechtigkeit kommt durch Glauben. Durch Glauben, durch Glauben und durch Glauben. Nou, zoals ik al zei, Abraham had een Glauben, wat ging. En wie man ook kan. Nächste zondag wil ik van dat reden. Wo soll het in ons leven, wanneer we onder Gott zijn genoeg leven? Aber ik wens sehr, wie würden dat ook klar kriegen, dat we brauchen Gott zijn genoeg. Weet je, er zijn twee problemen met ons. Und einerseits haben wir so denken, wir sind gut genug door ohne. Dat is wat de Juden deden. Zij waren die Gott zijn Volk. Zij waren uit der Welt, zij hadden een Beschneidung. Zij zeiden even te Jezus toen de dingen, hey, wat redt u van, dat wir zijn Skloven. Wir sind Abraham seine Kinder. Wir sind noch niemals Skloven geweest. En zo zij hadden die Seed. Aan de andere zijde waren de Heiden, wat de Totschlag waren. Wat het doordat niet aanmerken. En we weer niet mal beroepen. En wie kan de beide Seiten haben? En zo ik wens, we würden van beide Seiten, also sozusagen uit de beide Lachen herutkommen. Krijgen een woord van Loch de best. Vielleicht bist du selbst gereich und du hast immer reich gelebt und du hast alle reich getan. En zo de brugst Gott zijn genoeg, dan lade ik die aan door te komen. Er du leist vielleicht mit deinem Leben, dass das so schlecht ist, oder du das so eine Dinge, die sind so weit auf von Gott. Dann lade ich dich an, durchzukommen, wenn Gott seine Gnade regt in die Beidler hinein. Und das ist Paulus sein Punkt hier. Gnade fehlt es an einen euerrechten Schuldner. Und weißt du was? Wir sind alle euerrechte Schuldner. Ein weicher der andere. Vielleicht an der gute Seite, der an der schlechte. Aber Gott will uns alle raten. Er will uns alle seine Gnade geben. So lasst ihr nicht bei dir vorbeigehen. Amen. Ich würde freuen, dass ihr abschauen. Wir werden tot beten, ziemlich Fuhrer. Vielmal Dankeschön für deine Gnade. Und Herr, einmal fällt wir das nicht wird, dass wir deine Gnade haben. Oder vielleicht sagen wir einmal so, dass wir sind die guten Menschen, wo ihnen fehlt uns eben Gnade. Und ich bete, Herr, dass wir uns verschalten mit Bett von der Leiche herauskriegen. Und bloß einfach erkennen, dass wir sind ohne die, haben wir nicht eine Gerechtigkeit, was für die jährlich ist. Und ich danke dir, Herr, für deine Gnade und dass du uns gerecht merkst durch den Glauben an Jesus Christus. Da beten wir in deinem Namen. Amen. Prayer Team ist die fair, wenn ihr Gebet fehlt, wünschen wir Ihnen Gottes Segen, einen guten Weg. So sehen wir uns hier nächste Woche.